Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig. Ich habe schon gemerkt in der letzten Episode, dass es tatsächlich etwas laut war. Deswegen habe ich jetzt mal das Sound ein bisschen runtergeschraubt, dass die Aufnahme nicht allzu laut aufgenommen wird. Okay, so, dann gehen wir nochmal durch, ne? Zum Schiffswrack. Oh. Ah! Ach, du schon wieder? Ja, dein schrecklichster Albtraum. Ja, sicher. Ich überbringe dir eine Warnung aus den Abgründen der Hölle. Geh nicht weiter in den Sumpf. Kehre um! Kehre um! Dunkelheit wird dich umhüllen! Oh Mann, es geht ja nie einfach, ne? Natürlich muss uns hier Mary noch aufhalten, ist so klar, ne? Dann froh mal mal. Wie bist du denn bis da oben hinaufgekommen? Durch schiere Willenskraft. Ah ja. Ja. Na gut, es war ein Haufen dieser verrückten Voodoo-Kids. Sie haben mich an der Küste gefunden und hier aufgespießt. Und die ganze Zeit fanden sie das irrsinnig komisch. Soll ich dir runterhelfen? Hilfe? Von euch sterblichen Dummköpfen brauche ich keine Hilfe. Ich bin Mary, der allmächtige dämonische Totenschädel. Okay, ich wollte nur mal nachfragen. Versteh mich nicht falsch. Ich weiß das Angebot zu schätzen. Na, wenigstens das. Was machst du da oben? Ich stehe hier als ein Zeugnis. Stehe? Hänge hier als ein Zeugnis der Kraft der Mächte des Bösen, die eines Tages den Sieg über die gesamte Erde feiern werden. Na dann. Wie lange willst du das noch weitermachen? Solange es denn nötig ist. Muss ganz schön langweilig sein da oben. Niemals! Die Mächte der Dunkelheit sind niemals langweilig. Eines Tages werden wir beweisen, dass... Oh, wen versuche ich für dumm zu verkaufen? Mir ist totlangweilig. Im übertragenen Sinne natürlich. Natürlich. Na dann, Du wirkst unzufrieden. Ach, ich weiß nicht. Es ist nur so, dass nicht allzu viele Leute durch diesen Sumpf kommen. Was würdest du lieber machen? Ich muss mich unter die niederen Leute begeben und sie erschrecken und Schmerz und Unglück über sie bringen. Das würde dich glücklich machen? Ja, glücklich auf eine dunkle, dämonische Art. klar. Na dann, hier. Weißt du etwas darüber, wie man Flüche aufhebt? Oh, richtig. Ich weiß viel über das Aufheben. Deshalb bin ich ein körperloser, sprechender Schädel, der mitten in einem Sumpf auf einen Pfahl aufgespießt ist. Du scheinst verbittert zu sein. Tut mir leid. Es war ein harter Tag. Ich würde gerne bleiben und ein bisschen plaudern, aber ich muss gehen. Okay, dann können wir uns doch in der Schädel angucken. Nimmer? Kann er wohl nicht, ne? Nee, du latschst da irgendwo in der Gegend rum. Nein. Aber ach, sehr einladend hier mit einer Knoche als Brücke. Schon reizend. Okay, ziehen wir mal ein bisschen auf. Hey, Mary, kannst du dich daran erinnern? Ich würde es noch immer zu schätzen wissen, wenn ich den zurückbekäme. Was würdest du damit ohne Schlüsselbein anfangen wollen? Ja, schon gut. Kann man nimmer? Ich weiß nicht, ob ich ihn herumtragen möchte. Er ist irgendwie lästig. Es ist mein Kumpel von LeChucks Schiff. Können wir nochmal Ich mit dem glaube, er Wetter? möchte im Moment alleine sein. Na gut, dann gehen wir halt weiter in den Sumpf. Wir können uns dann unser Schiffswrack Es sieht angucken. aus, als ob es von einem Taifun hierhin geschleudert worden ist. Okay. Ja, sieht schon recht cool aus. So, hier drin haben wir auch noch ein paar Sachen. Zum Beispiel hier die Kaugummimaschine. Admiral Süßwasser Groß- und Fruchtig Kaugummi. 5 Cent. Ja, dann probieren wir es doch mal gleich mal aus, oder? Wow, ich habe ein ganzes Paket Kaugummi. Ha! So, also dafür funktioniert unser Spielgeld offensichtlich. Groß- und Fruchtig Kaugummi. Dieser Kaugummi fühlt sich warm an.
Yay. Gekauter Kaugummi. Das ist ein vorgekauter Kaugummi mit Fleischgeschmack. Dieser Kaugummi fühlt sich matschig an. Jo, das muss halt so sein, ne? Sonst, was haben wir dann hier noch? Spielzeugschere. Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Nett, schade. Kleister? Es ist eine Flasche Kleister. Ja, dann nehmen sie doch mal. So, das will er natürlich. Voodoo-Puppe aus Papier. Wie niedlich. Eine Voodoo-Puppe aus Papier. Und die hier? Es ist eine Voodoo-Puppe aus Papier. Es ist eine Voodoo-Nadel. Na, dann nehmen wir die doch. Was für eine Erleichterung. Wie das Ding auch noch funktioniert hat. Denn treffen wir übrigens im späteren Verlauf vom Spiel tatsächlich den Kerl. Es ist eine Voodoo-Nadel. Yay. Okay. Dann haben wir hier noch ein Krokodil. Das ist ein großes, ausgestopftes Krokodil mit einer ungewöhnlich langen Zunge. Na dann. Haha. Ja, ihr habt euch wahrscheinlich denken können, dass die wieder herkommt. Und deren hier Stimme finde ich übrigens ziemlich cool hier in der deutschen Ausgabe. Hier. Junge, habe ich viele Geschichten, die ich dir erzählen muss. Geschichten? Ja, nun, ich spüre eine große Erschütterung der Macht. Ich muss gehen. Aber ich muss dir von LeChuck erzählen. Und von Elaine. Ich werde jetzt in einem großen Lichtblitz verschwinden. Bedecke deine Augen. Nein, warte. Es hat alles auf Dinky Island begonnen. Ich wusste, dass LeChuck nah war. Ich werde hier verschwinden, jeden Moment. Okay, keine Geschichten. Schade. Hier. Kenne ich dich nicht von irgendwoher? Wir kennen uns beide seit langer Zeit. Guybrush Threepwood. Du hast viel durchgemacht, daher ist es verständlich, dass du mich vergessen hast. Wir haben uns auf Mealy Island getroffen, als du das erste Mal versucht hast, Pirat zu werden. Warte eine Sekunde. Sind wir dabei, eine dieser Rückblenden-Geschichten zu machen? Die machen mich immer ganz krank. Nein, ich werde mich kurz fassen. Ich habe dir zweimal geholfen, den bösen Piraten LeChuck zu besiegen. Zuerst durch das Bereiten der Voodoo-Anti-Wurzel. Naja, Ich fange an, mich zu erinnern. das waren eigentlich die Und dann Kannibale. noch einmal durch meine Hilfe bei der Anfertigung einer Voodoo-Puppe von seiner Zombie-Gestalt. Das war eigentlich Das ich. stimmt. Sie hatte nur die von Lago gemacht, aber naja. Okay, hier. Du hast mir schon so oft geholfen und ich kenne nicht einmal deinen Namen. Ich bin unter vielen Namen auf vielen unterschiedlichen Inseln bekannt. Aber Namen sind nicht von Bedeutung. Du solltest das wie kein anderer wissen, Guybrush Threepwood. Ja, du hast recht. Hey, machst du dich über mich lustig? Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Okay, hier. Wer bist du und wie konntest du einfach so erscheinen? Ich bin mit dem zweiten Gesicht gesegnet. Erfahren im Umgang mit den Kräften der Natur, zum Wohle aller, die durch meine Tür treten. Du bist Modeberaterin. Ja, aber das war nicht das, worauf ich mich bezogen habe. Ich bin eine Voodoo-Priesterin. Schick. Du bist ein Herbsttyp, nebenbei bemerkt. Netter Laden. Gefällt mir, wie du ihn eingerichtet hast. Danke. Du musst es durcheinander entschuldigen. Die Kinder sind vorbeigekommen, um mit ihren Papier-Voodoo-Puppen zu spielen. Es sind so liebenswürdige Kinder. Genau. Möchtest du ein paar Bilder sehen? Nein! Nein, bitte nein. Bei allem, was gut und heilig ist, nein! Ich kann mir nicht vorstellen, was ich mehr hassen. Nichts vorstellen, dass ich mehr hassen würde. Vielleicht später. Ja, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Ich fühle, dass etwas Schreckliches passiert ist. Hey, du bist gut. Etwas Schreckliches ist geschehen. Ich habe Elaine endlich einen Heiratsantrag gemacht. Gratulation. Das klingt nicht so schreck. Und als ich ihr den Verlobungsring auf den Finger steckte, wurde sie mit einem schrecklichen Piratenfluch belegt und für alle Ewigkeit in eine massive Goldstatue verwandelt. Ach, das erklärt alles. Ich wurde von einer Welle überwältigenden Hasses und Zornes getroffen. Ja, dieser LeChuck war ein ziemlich mieser Kerl. Ich sprach über Elaine. Es bleibt keine Zeit, um sich darüber Gedanken zu machen. Wir müssen uns beeilen. Keine Panik, Guybrush. Sie ist sicher, bis wir den Fluch brechen können. Du solltest dir nur Gedanken darüber machen, dass sie gestohlen werden kann. Wo hast du sie versteckt? Aber ich liebe es auch, wenn man dort diverse Möglichkeiten zur Auswahl hat und er sagt einfach was völlig anderes. Ja. Mir fällt da gerade etwas ein. Ich muss gehen.
Du hast daran gedacht, die riesige, massive Goldstatue deiner Freundin vor all den anderen Piraten auf der Insel zu verstecken? Nicht richtig, aber du weißt, ich... Geh, Guybrush. Beeil dich, bevor du zu spät kommst. Das musste ja so kommen, ne? Elaine! Ich muss sie zurückbekommen. Das ist mir so peinlich. Es sieht aus, als bräuchte ich noch ein wenig mehr Hilfe. Ja, das musste ja so kommen. Jemand hat Elaine gestohlen. Das ist Pech. Es wird schwierig werden, sie zurückzubekommen. Weißt du, wer sie entführt hat? Nicht sicher. Aber ich verdächtige die schäbigen Piraten, die in der Gefahrenbucht ankern. Kannst du mir etwas geben, um den Fluch aufzuheben? Nein, LeChucks Fluch ist sehr mächtig. Genährt von seinem Ärger und der starken Frustration in Bezug auf das andere Geschlecht. Ich habe hier nichts, das einen so mächtigen Fluch aufheben könnte. Ich sehe aber eine Möglichkeit. Toll, welche? Du musst den verfluchten Ring durch einen reinen von gleichem oder höherem Wert ersetzen. Eine gute Richtlinie ist das Gehalt von 2 Monaten. Okay. Wo finde ich einen großen, unverfluchten Diamantring? Die Legende erzählt von einem mordsmäßig großen Diamantring auf Blood Island. Blood Island? Davon habe ich noch nie gehört. Mit dieser Insel wirst du bald sehr vertraut sein. Aber du musst vorsichtig sein, Guybrush. Ich habe vorhergesehen, dass deine Reise mit Gefahren und Täuschungen gespickt sein wird. Ich habe auch gesehen, dass Blood Island der Ort sein wird, an dem du stirbst. Da, da, da. Okay. Stirbst? Hast du stirbst gesagt? Ich? Tot? Sei kein Weichei. Gibt es keinen weniger gefährlichen Weg? Nein, der Wert des Ringes auf Blood Island rührt von seiner emotionalen Bedeutung her. Er repräsentiert eine reine, wahre Liebe. Eine Macht, die größer als alles andere ist. Oh, das ist süß. Ich glaube, ich habe da etwas im Auge. Verspotte die Voodoo-Priesterin nicht. Okay, na dann. Wie komme ich nach Blood Island? Du brauchst 3 Dinge. Eine Karte nach Blood Island, denn die Reise ist lang und gefährlich. Ein seetüchtiges Schiff, um dich hinzubringen. Und eine erfahrene Mannschaft. Karte, Schiff und Mannschaft. Alles klar. Nun, wie kann ich den Ring auf Blood Island finden? Alles, was ich sehen kann, ist eine lange und schmerzvolle Geschichte, die mit dem Ring verbunden ist. Und ich spüre eine große Trauer, die damit verbunden ist. Du wirst mehr erfahren, wenn du erst einmal die Insel gefunden hast. Ja, wunderbar, immer diese glasklare Information. Blood Island, ich komme. Gut, schwätz mal einfach noch mal ein bisschen so mit dir. Zu guter Letzt habe ich LeChuck und seine Skelettpiraten besiegt. Das wahre Böse kann niemals vollständig zerstört werden. Aber ich habe ihn explodieren gehört. Du wärst überrascht, welche Misshandlungen ein böser, untoter Zombie-Pirat aushalten kann. Okay. Wie kann ich ihn endgültig zerstören? Das weiß keiner. Seine Macht scheint mit jeder Reinkarnation zu wachsen. Du magst ihn vorerst kaltgestellt haben. Doch dieser Zustand wird nicht von Dauer sein. Wir merken uns mal das kalt gestellt fürs Ende vom Spiel. Schließlich habe ich Big Whoop gefunden und war ungeheuer enttäuscht. Big Whoop ist das pure Böse. Du hast Glück gehabt, lebendig zu entkommen. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, nur dass ich so viel erwartet hatte und unglaublich enttäuscht war. Ja, das ist die Quelle von einem Großteil von LeChucks Macht. Nun, ich werde niemals wieder dorthin zurückgehen. Ich habe das anders vorhergesehen. Du wirst zu Big Whoop zurückkehren und LeChuck noch einmal gegenübertreten. Was lässt dich glauben, dass LeChuck zurückkehren wird? Einige Menschen können ihr gesamtes Leben lang suchen und niemals den Sinn ihres Daseins entdecken. LeChuck hat seinen Sinn gefunden.
Ständig von den Toten auferstehen und dich und Elaine quälen. Das ist genau das, was er am besten kann. Puh, wenn du es so auslegst, fällt es schwer, weiter auf ihn böse zu sein. Ja, klingt doch noch eine super Bestimmung. Welche Insel ist das überhaupt? Du bist auf Plunder Island gelandet. Plunder Island. Klingt passend für einen Piraten. Natürlich. Es ist eine Art Altersheim für Ex-Piraten und ihre Gattinnen. Klingt aufregend. In letzter Zeit ist etwas zu viel auf der Insel los gewesen. Alles dreht sich um Gouverneurin Marley, LeChuck und ein gigantisches Hühnchen. Was war das für eine Sache mit dem gigantischen Hühnchen? Ah ja, Guybrush. Du bist auf einer Insel gelandet, die von der kalten, klammen Hand der Angst umklammert wird. Glaubst du nicht, dass du alles ein bisschen überdramatisierst? Dies war eine friedliche Insel, bis das große Biest an unseren Küsten landete. Einige sagen, es wurde geschickt, damit die Inselbewohner für ihre Grausamkeiten bezahlten. Andere sagen, es wäre pures Schicksal. Was auch immer der Antrieb war, es kam. Okay. Was? Ich bin noch nicht einmal beim unheimlichen Teil angelangt. Oh, tut mir leid. Mach weiter. Es war El Pollo Diabolo, das gigantische Dämonenhühnchen. So groß wie ein Mann und 2-mal so mächtig, tragen es seine massiven Unterschenkel mit Leichtigkeit durch den Dschungel. Niemand hat das Biest je gesehen. Aber am Vorabend des Vollmonds kann sein blutgefrierender Schrei in jeder Ecke dieser armen Insel gehört werden. Im Dunkel der Nacht sitzt es geduldig auf der Stange, hält Ausschau, wartet auf den einen Tag. Nein, warte. Erzähl es mir nicht. Lass mich raten. Okay. Es will euch alle backen. Es durchwandert die Insel und nimmt furchtbare Rache an denen, die seine kleineren Genossen fangen und essen wollen. Oh, mach mal halblang. Es gab einst andere wie dich, die gegenüber der wahren Natur der Bestie skeptisch eingestellt waren. Aber sie sind jetzt alle tot. Von seinem gefährlichen Schnabel zu einem blutigen Brei gepickt. Aber ich bin sicher, dass du dich vor nichts fürchten musst. Ja, richtig, wie auch immer. Was eine Vorstellung. Aber wir kommen auf jeden Fall nochmal mit El Pollo Diablo in Berührung. Aber dazu dann später, wenn es mal wirklich soweit ist. Gut. Danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Ah, Moment, nee, da war doch Wegen noch was. Plunder Island. Ja, Da war doch noch was. Hier. Elaine ist auch Gouverneurin dieser Insel? eigentlich ist Elaine Gouverneurin des gesamten 3-Inselbereichs, bestehend aus Melee, Booty und Plunder Island. Sie ist in ihrer Festung hier auf Plunder gezogen, nachdem das Küchen- und Gartenpersonal ihr Anwesen auf Booty Island verlassen hat. Ja, die zwei kennen wir ja noch, der Gärtner und der Koch. Wie bist du nach Plunder Island gekommen? Ich erkannte, dass meine Filiale im Sumpf von Scap Island nicht ideal gelegen war. Also bist du in einen Sumpf auf einer anderen Insel gezogen? Ich sagte gerade, dass ich in die Zukunft sehen kann. Ich habe niemals gesagt, dass ich eine Expertin in Immobilien sei. Danke, das ist alles, was ich wissen wollte. Gut, hier. Ich möchte wissen, an welchem Voodoo-Fluch du gerade arbeitest. Voodoo-Fluch? Oh, das? Das ist nur ein Fondue für heute Nacht. Möchtest du mal probieren? Sind da irgendwelche Stinktierzehen drin? Ein paar. Bäh. Dann verzichte ich. Ich möchte mehr über sichere Haarersatzmethoden wissen. Das kann ich mir vorstellen. Hattest du nicht einen Bart, als ich dich das letzte Mal gesehen habe? Sicher hatte ich einen. Einen wirklich coolen. Ich frage mich, was mit ihm geschehen ist. Ich möchte mehr über eine Diät, mit der ich leben kann, wissen. Ich werde mit dir Weisheit teilen, welche in meiner Familie seit Generationen von Mutter zu Tochter weitergegeben wurde. Und? Wie lautet sie? Wenig Fett, viele Ballaststoffe, das funktioniert. Ich möchte mehr über Hypotheken mit variablem Zinssatz wissen. Schlechte Idee. Obwohl für den erstmaligen Hauseigentümer attraktiv, reagiert der Kurs wild auf Fluktuationen auf dem Markt und kann auf Zeit gegen den Käufer arbeiten.
Du kommst am besten weg mit einer 20%igen Abschlagszahlung und einem variablen Zinssatz. Dann mit einer Wiederfinanzierung zu einem Fixkurs nach 1 oder 2 Jahren, wenn es der Markt rechtfertigt. Könntest du das noch einmal wiederholen? Nein, Ich möchte mehr über die Aufstiegschancen im Bereich Fernseh- und Videoreparatur wissen. so, du möchtest mehr Geld machen. Aber klar, wer will das nicht? Bleib bei der Piraterie. Ich möchte mehr über den Aztekengott Quetzalcoatl wissen. Wirklich süßer Bursche. Überhaupt nicht so blutdurstig, wie alle sagen. Kürzer, als du denkst. Ja, Quetzalcoatl's Choice, der beste Kautabak vom Popocatépetl bis zum Technotanatipel. Ja. Danke für deine Hilfe. Muss gehen. Sehr schön. Dann haben wir in der Episode nochmal viel geschafft. Und mit Doppelklick kommen wir hier übrigens schneller raus, wenn wir auf die Pfeile gehen, ne? Und ich stehe doch glatt mal Sache. Wir gehen jetzt erstmal hier. Und hier setze ich dann meinen Cut, ihr liebe Leute. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Monkey Island 3 auf Pelzig im malerischen Puerto Pollo. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan Yankee.